deine Familie, deine Freunde, deine Gäste begeistern. Der Sauerkrautgratin vom Stedi ist einzigartig. Patricia, was brauchen wir für den besten Sauerkrautgratin von allen Zeiten? Wir brauchen Sauerkraut, ein bisschen Käse, Milch, Herdöpfel, verschiedene stetige Gewürze und unbedingt die weiße Soße. Und ein bisschen Butter. Ich darf stolz sagen, dass ich die Familie Schöni persönlich kenne. Ich habe ihn treffen, seine Frau treffen und die Kids habe ich bereits gesehen auf einem Foto. Sehr ein erfolgreicher, fairer, geradeaus Unternehmer. Und es macht immer Spass, wenn du nachher siehst, dass wir das sogar in der Kochshow dürfen anwenden. Es gibt es roh und gekocht. Und mit diesem Video ein lieber Gruß an die ganze Familie Schöni. Und von euch erwartet natürlich schon ein Däumchen rauf. Die Basis ist perfekt. Ich freue mich mega drauf. Super. Bis nachher. Bis nachher. Ciao. Tschüss. So, ich habe hier eine Gratenform schon mit Butter eingefettet. Das lasse ich hier beiseite. Herdöpfel gekocht, geschält. Die habe ich relativ weich gekocht. Das ist der festkochende Herdöpfel habe ich genommen. Und jetzt schneide ich die direkt hier rein. Also es ist wirklich sehr einfach. Hier auf diese Herdöpfel mache ich nur ein bisschen Herdöpfelgewürz. Sie sind ja bis jetzt ungewürzt. Ich mache aber auch noch ein bisschen Fondue Raclette-Gewürz. Fein. Mache aber noch ein bisschen Stickhauspfeffer drauf. Sauerkraut. Ich nehme hier gekochtes, kommt nachher im Ofen. Habe beim Umlauf jetzt 200 Grad, damit es richtig schnell geht und wir bald probieren können. So sieht es schon super aus. Das wäre schon fantastisch. Dann mache ich hier Milch und die steht die weiße Soße. Die bindet das Ganze wunderbar. Da wäre bereit. Käse. Kann man übrigens auch weglassen und man könnte auch vegetarische Milchvariante nehmen. Und jetzt die weiße Soße drauf, auch schön verteilen. Schau, dass überall Soße drauf ist und das kommt in den Ofen, bis der Käse schon aufgeschmolzen ist und Herdöpfel die Flüssigkeit aufgesaugt hat. Und es riecht sehr gut, so sieht es aus. Und wir holen das Stedi zum Probieren. Einfach gut, sensationell. Das ist super. Man kann als Beilage nehmen, aber wie gesagt, es ist eine vollständige Mahlzeit. Man hat wirklich drin alles, was man braucht mit Sauerkraut und Herdöpfel schon mal. Für mich gäbe es noch Schnitzel dazu, das ist klar. Könnte man, aber wäre nicht mal notwendig, wirklich nicht. Da hast du wirklich alle. Ihr lernt jedes Mal etwas Neues. Mega fein. Und so geniales, wirklich geniale Rezepte, die einfach sind zum Kochen. Wir wünschen uns nur etwas. Da unten bist du gut liken, Däumchen rauf machen, abonnieren, teilen. Und, wenn ihr irgendwelche Wünsche und Rezepte möchtet, unten reinschreiben. Bis nächste Woche. Danke vielmals. Ciao, ciao. Viel Spaß beim Nachkochen. Bye, bye.